Hallo. So, brauche ich mal eine Brille, ja. So, ich bin der verrückte Bretone, der auch komischerweise auch Deutsch sprechen kann. Der, ja, ganz kurze Erklärung. Ich bin kein Deutscher, ich bin Bretone. Ich bin geboren auf der Insel Jersey. Pelpelso, sagen die Bretonen, also lange, lange her. Und Meso Garnet et Kreis Amor. Das heißt auf Bretonisch, ich bin geboren mitten im Meer, ja, auf eine kleine Insel. Und ich hatte euch versprochen, ja, das ist alles falsch herum, ich weiß. Ich hatte euch versprochen, irgendwie weiterzumachen mit diesem Buch. Und ich hatte ein paar Bauchschmerzen hatte ich, weil das Buch heißt, bevor ich weitermache, will ich nur kurz sagen, meine Batterie ist fast leer. Ja, falls das irgendwie, wenn es so Funkstille gibt auf einmal, dann ich werde es trotzdem hochladen zu YouTube. So, es ist Winter und ich habe Bretonisch nie so wirklich gelernt. Also ich habe es gelernt, aber da mein Vater mit 14 weggegangen ist, mit dem der perfekt Bretonisch konnte, der ist weggegangen, der ist weggezogen zu seiner Mutter in die Bretagne und deswegen habe ich das nie wirklich so gelernt. Und ich probiere das jetzt, da ich Frührentner bin, das alles nachzuholen. Und wir hatten schon geredet über dieses Buch, Martial Menard, Petit Guide d'Initiation au Breton. Und ich habe vor kurzem, falls es euch interessiert, der Autor hier, Martial Menard, das ist ein ganz interessanter Mensch und es gibt auf Bali Brace, das ist eine Sendung, ich glaube, die wird ausgestrahlt von France 3. So, das ist auch alles in YouTube, kann man alles sich angucken. Und sich angucken. Ich gucke mich an. Ja, das ist sehr interessant, aber natürlich muss man Französisch können, um das zu verstehen. Das ist also auf Bretonisch und Französisch. Deswegen, ja, da werde ich vielleicht ein anderes Mal über diesen Mann Martial Menard reden. Aber jetzt geht es ums Einkaufen. Wenn man einkaufen will in der Bretagne, wie macht man das? Okay, so ich denke, in den wenigsten Läden wird man in bretonischer Sprache was kaufen können. Ja, ich hatte sogar Probleme, manchmal einfach Crampes, also Crepe heißt Crepes, mit ES am Ende. Mehrfach von Crepe. Ich hatte schon Probleme mit dem Wort Crampes. Und ja, deswegen, ich habe selber kaum Läden gefunden, wo man auf Bretonisch was kaufen konnte. Aber vielleicht im Landesinneren, Menebray, Helgoat, die Ecke da, wo es mehr Leute gibt, die Bretonisch sprechen. Dort könnte man vielleicht auf Bretonisch was kaufen. So, und ich habe dann in diesem Buch, gibt es ein Kapitel über das Einkaufen auf Bretonisch. Aber ich finde, das ist sehr kurz und schade eigentlich. Mein Hund ist ein bisschen laut. Das ist ein bisschen kurz und ich glaube, das ist auch ein paar wesentliche Sachen werden gar nicht erwähnt. Deswegen würde ich gern anfangen, damit zu euch
ähm, zu empfehlen, wenn ihr einkauft in der Bretagne und ihr wollt was auf Bretonisch bestellen oder einkaufen, dann wäre es wichtig, denke ich mal, vor dem Laden ein bisschen rumzuschauen, ob es irgendwelche Schilder gibt in bretonischer Sprache. Dann, wenn dort ein Schild steht, wo drauf steht, was weiß ich, comme je devais bretonisch, bresonic, dann könnt ihr davon ausgehen, dass, oder irgendwie, wenn man merkt, da sind unheimlich viele Schilder auf Bretonisch, dann kann man irgendwie davon ausgehen, dass die Leute dort im Laden auch Bretonisch können. Ja, das ist die erste Sache. Und dann könnte sein, dass es immer noch nicht so ganz klar ist. Man hat keine Schilder gesehen, aber man ist vielleicht dort in einer Ecke, dort wo Bretonisch durchaus gesprochen wird. Dann könnte man so reingehen, gucken, wer steht da? Ist das ein Mann, eine Frau? Und dann könnte man irgendwie was ganz Kurzes auf Bretonisch sagen, zum Beispiel Mada je plach oder Mada je put ja, alles klar, junger Mann oder junge Frau. Und je nachdem, wie die Leute dann drauf reagieren, weiß man, aha, wenn die sagen, oh, je ne comprends pas le breton, dann hat sich erledigt, dann müssen sie dann Französisch reden. So, mein Hund macht ein bisschen viel Krach hier. So, dann machen wir weiter mit dem Kapitel aus diesem Buch. Seite von, wo ist das? Les Achats, einkaufen. Prenez-nous. Auf Bretonisch les Achats, also Einkäufe, sind Prenez-nous. So gehen wir dann auf Seite 55 und fangen jetzt an. Ich hoffe, dass mein Hund sich beruhigt. Warte. Les achats. Le Verbe, Prénom. So, einkaufen. Also ein Verb ist ein Tätigkeitswort. Ja, ich glaube, jeder versteht, was ein Tätigkeitswort ist. Und einkaufen heißt auf Bretonisch Prénom. Und ein Einkauf, also wenn Sie bestimmte Sachen kaufen, heißt Prenaden, also en am Ende eines Wortes. Oh, wie nennt man das? Hochgeflogen hier, Nominalisierung, wenn man ein Wort nimmt und man macht daraus eine Sache, ja, die Nominalisierung, also ein Einkauf, also wenn man über das Ding an sich redet, ja, dann wäre es nicht Prénom ist ein Verb, aber Prenaden ist ein Nomen. Man macht aus dem Verb, aus dem Tätigkeitswort eine Sache, ja, Prenaden. Und ein Einkauf ist dann Urprenaden. Die Einkäufe sind Prenez-nous. Wenn Sie beim Zuhören, beim Bretonisch, wenn Sie ein Wort hören und am Ende des Wortes hören Sie ja, dann ist es mehrfach. Ja, es ist dann in diesem Fall ein Käufer. Ja, und nicht alle Wörter auf Bretonisch oder Nomen werden so gestaltet, ja. Aber da ist so ein kleiner Apostroph, was wäre das? Das wäre dann ein Accent grave, ne? Kennt man aus der Schule, wenn man Französisch gelernt hat.
OU mit Akzent grave, das ist das Mehrfache. Ja, 10 Minuten schon. Oh. Urpreneur ist ein Einkauf. Ja. Und das Gegenteil von Preneur, von Einkaufen, ist Raison. Und das ist auch ein Tätigkeitswort. Und am Ende von bretonischen Tätigkeitswörtern gibt es oft, die meisten enden mit AN. Und auf dem N gibt es so wie ein kleiner Wurm. Ja. Ich glaube, die nennen das N-Tilde. Das heißt dann verkaufen, Guerson. Und der Verkäufer ist der Guersaire. Ja, das heißt am Ende von alle diese Wörter, Prennon, Prenaden, Prenadenu oder Guerson, Guersaire, der Anfang vom Wort bleibt und das Ende vom Wort sagt einem, ob es sich um ein Tätigkeitswort handelt oder ein Ding, also ein Nomen, oder eine Person, der irgendwas macht. Ja, die Endungen sind wichtig von den Wörtern. So, Phasenu Diases. Oh, okay, das sind einige Grundbegriffe. Monteranda Brenon Trau. Also ich gehe, Montaran, ich gehe, da Brenon. Also dann wird Brenon fängt mit B an, weil hinter da gibt es immer eine Beugung des ersten Buchstabs vom Wort. Ja. Montaranda Brenon Trau. Trau, es ist doppelt gemoppelt. Trau. Okay, nee, nicht doppelt gemoppelt. Tra ist ein Ding. Und OU, wir hatten das eben. Wenn OU am Ende steht, ist es im Mehrfach. Und dann Dinge, nicht Ding. Ich gehe Dinge kaufen. Montaranda Brenon Trau. So, und dann Seret Eoa Arstal. Der Laden war zu. Steret ist ein Tätigkeitswort, das heißt zumachen, zu schließen. Eoa heißt war. Und Arstal, Stall ist ein Artikel. Und Stall heißt Laden. Das kann man sich merken, zum Beispiel, wenn man mit Pferden zu tun hat oder ein bisschen sich mit Englisch auskennt. Stall ist da, wo die Pferde gestanden haben. Das ist, so waren früher Läden auf dem Markt oder früher gab es auch Märkte innerhalb von Gebäuden, wie zum Beispiel Basilika bei den Römern. Daher kommt zum Beispiel auch das Wort eBay. Ein Bay ist auch da, wo ein Pferd untergebracht wird, aber es ist auch da, wo früher Sachen verkauft wurden. Ja, wenn man guckt, wird die Geschichte dieser Wörter ein bisschen zurückverfolgt, dann Stall, Stole, ja, das stammt, glaube ich, also auch viele bretonische Wörter gehen zurück auf lateinische Wörter und ja, ein Stall, Seret Eoa Astal, der Laden war zu. Oder hatte zu eigentlich, ne? Hatte zu. Noah ket mui na kiknabara. Noah ket mui na kiknabara. Es gab weder Fleisch noch Brot. So, das braucht man eigentlich nicht, oder? Wer will dann... Ich meine, warum sollen wir jetzt lernen, es gab kein Brot und es gab weder Brot noch Fleisch.
Okay, das werden sie nicht brauchen, wenn sie dann oder wenn du einkaufen gehst. Ne? Äh, so, welche man kust an Drase? Fragezeichen. Welche man kust an Drase? Wie viel kostet das Ding? Wie viel kostet es? So, ein Drase. Pegament, wie viel? Kust, das ähnelt ein bisschen dem französischen Wort coûte, ja. Ça coûte combien? Ja, wie viel kostet es? Kust, und ich denke, das ist entweder französisch oder lateinisch. An ist immer ein Artikel, oh, Entschuldigung, ich habe Blähungen. Andrase, wie viel kust Andrase, wie viel kostet das Ding? Ein Dra, wir hatten das eben, mit Drau sind Dinge und ein Dra ist ein Ding. Und ein Drase, Dra und dann Schrägstrich se ist immer ein Hinweis auf das Ding da. So, das kommt immer wieder vor in der bretonischen Sprache, dass viele Wörter haben so ein Schrägstrich und dann ein se danach. Ja? Und das heißt zum Beispiel, könnte man viele Wörter oder Sätze bilden, wo man dann fragt, das Ding, was kostet das Ding da oder wo ist das Haus dort da oder wo ist dein Vater, wo ist dein Vater? Nein, dein Vater da gibt's nicht, aber wo ist wo ist das Fahrrad da? Wo ist das Auto da? Ja. Diesen, auf Deutsch wäre das dann diesen, ja, se. Oh Gott, kustet eubet kerdin. Kustet, wir hatten das Wort schon, kustet, begene kustet ist kustet ist Vergangenheitsform, also wenn Sie ein ET am Ende eines Wortes haben, dann ist es wahrscheinlich Vergangenheitsform, dann der Anfang vom Wort bleibt kust, ja, kut auf Galek, auf Französisch. Kustet eubet kerdin. Gekostet ist, wurde, kehr ist teuer, din. Gekostet wurde teuer mehr oder mich, ja, also das heißt, ich habe viel dafür bezahlt, ja. Word Order ist ganz anders und man muss irgendwie, um in die bretonische Sprache sich hineinzuschlüpfen, das ist eine ganz andere Welt und ich glaube, ich bin froh, dass ich kein Computer bin, der das hier Wort für Wort übersetzen muss, ja. Reger, Re heißt zu viel, ja, aber auch die, also Arion zum Beispiel ist ein sehr berühmter bretonische Folk-Gruppe, eine meiner Lieblingsgruppen und die heißen Arion. Re, so, also Re heißt die, also in diesem Fall Arion, die Jungen. Aber Re heißt auch zu viel, ja. Reger eo, ja, wie viel hat kustet eubet kerdin? Kustet eubet kerdin. Also das war teuer. Reger eo, es war zu teuer, ja. Und dann gibt es kerrü eo, ja. Es war, ja, ich weiß nicht, wo das herkommt, es war rot teuer, ja. Brennet amösse, dann haben wir dieses se wieder. Brennet hatten wir schon, brennet heißt kaufen, mit Vergangenheitsform, brennet, nicht brennau. Amös
Ich habe das gekauft. Machat Mart EU, ja. Machat ist der Markt, ja, das kann man sich merken. Machat, Markt. Machat Mart und Mart heißt gut, also Markt gut heißt günstig auf Bretonisch, ja. Wenn Sie sagen Markt, es war Markt gut, heißt das, es war günstig, ja. Petra aches brennet. Petra heißt was, P, und das Wort kann man irgendwie in zwei Teilen trennen. Ra ist ein bisschen wie Dra und Tra. Pet ist welches, also welches Ding. Petra heißt welches Ding. Das kann man sich merken zum Beispiel. Ich kenne ein paar Frauen hier in Deutschland, die heißen auch Petra. Ja, auf Lateinisch heißt es eigentlich, Petra heißt, glaube ich, Petrus wahrscheinlich auch, heißt dann Stein. Aber Petra heißt, das kann man sich merken. Steine sind Dinge. Steine stehen vielleicht für Materie. Ja, was gibt es, was in der Welt, was irgendwie langlebiger ist als Steine? Ja, Steine stehen auf Bretonisch für, obwohl Petra das Wort für Steine auf Bretonisch ist ganz anderes Wort ist das, aber Petra, um die Verbindung zu machen im Kopf. Ne? Petra, welches Ding? Ach, es brennet, hast du gekauft. So, achig so död kresk Warnung. Oh, aha. Achig so död kresk Warnung. Das Fleisch ist gekommen, gewachsen auf ihn. Hä? Das heißt, das Fleisch ist teurer geworden. Das sagt man nicht für. Vielleicht gibt es ein Wort für teurer auf Bretonisch, aber weil es eine sehr archaische Sprache ist, wird es so, denke ich mal, ausgedrückt. Akik so död kresk Warnung. Das Fleisch ist gewachsen auf sich, auf ihn. Es ist teuer geworden. Arbar so död Arbar so död Diska-Warnung. Und das ist dann genau das Gegenteil von dem, was ich eben gesprochen habe, wenn irgendwas günstiger wird. Bara ist Brot. So död Diska-Warnung. Warnung. Das Brot ist gekommen, runtergegangen auf sich, ja, auf ihn. Das Brot ist geworden, runtergekommen auf ihn, so ungefähr, ja. Ja, das ist eine ganz andere Welt, ja. So. Les noms des commerçants sont parfois formés d'après ceux qui vendent ainsi. Aber, ach so, ja, die Namen der Verkäufer der verschiedenen Metiers werden nach den Sachen, die sie dann verkaufen, gebildet. Ja. Auf diese Art und Weise, le Barrière ist der Bäcker, weil also wir hatten das eben, Bara heißt Brot, dann ist der Barrière nicht der bäckt, sondern der Brot verkauft, der Barrière. So, und dann erzählen die hier, das Wort wird gebildet durch das Wort Bara. So, und und das geht dann weiter mit Kiger ist Kig heißt Fleisch, also der Kiger ist derjenige, der Fleisch
verkauft. Auch Pesquer verkauft dann Pesk. Fisch, Pesk ist das Wort für Fisch. De même tous ces noms de commerçants donnant à leur tour d'autres Dérivés féminins. Also ja, es gibt dann alle diese Berufe gibt es auch, also die Bretonisch ist sehr politisch korrekt, wenn es um Gendering geht. Deswegen gibt es auch, wenn es sich um eine Frau handelt, gibt es auch Vareres, Archigeres und dann Pesqueres. So Wörter, die mit ZH enden, sind dann eher weiblich. Und oft das ZH wird auf Bretonisch nicht zum Beispiel Besqueres, sondern Besquerer. Also das ZH wird als ausgedruckt, aber ich glaube nicht dort, wo meine Vorfahren herkommen. On emploie également le mot stall, also so ja, das hatten wir eigentlich, Stall, Seret eo Stall, so hatten wir schon, Stall heißt Laden. Also dann für die verschiedenen Läden gibt es dann ein Artikel und dann ein Stall, Stall, und danach kann man entnehmen, je nach Namen, was dort verkauft wird. Ja, Stall Dilhat ist dort, wo man ein Laden, wo man Kleidungsstücke verkauft. Stall Achiger ist dort, wo man Kik oder Fleisch verkauft. Machat, das hatte ich schon kurz erwähnt, bei Machat Mat. Machat ist der Markt. So, und dann gibt es auch der Ort, wo ein Markt oder das Marktgeschehen stattfindet. Ja. Und hier steht ja Amachalach. Lach ist, denke ich mal, verbunden oder verwandt mit dem Wort Lech. Ja. Pelech zum Beispiel in Pelech. Ja, Lech ist ein Platz oder ein Ort. Ja. Und dann Machalach ist der Marktplatz. Ja, Ach, Vorlach. Oh. Vorlach, so aus dem französischen Wort foire, was bedeutet so gut wie eine Fähre, nicht so ein Boot, sondern dort, wo gefeiert wird oder wo Jahresmärkte gehalten werden, nicht Wochenmärkte, sondern Jahresmärkte. Das wäre dann ein Vorlach. Ich habe das Wort eigentlich noch nie gehört, deswegen. So, dann hatten wir schon Lech. Lech ist das Wort für Platz. Das hatte ich schon kurz erwähnt schon. Machat plus Lech. Foire plus Lech. Und das hatte ich auch irgendwie schon bald drauf gekommen und ich hatte das erklärt. So Lach, so ist das Lech, Platz wird Lach. Machalach und Vorlach. Gur Machat. Gur, okay. Gur Machat, Gur ist, glaube ich, so ein Hof. Und Machat ist Markt, also in Gur, demzufolge wäre auch Gur
Machat wäre praktisch wie so, in Deutschland gibt es auch so Supermarktketten oder ja, Läden, die irgendwas mit Hof anfangen. Ja. Ein Hof ist ja eigentlich früher, wo man Sachen verkauft hat, entweder in einem Kloster oder vor einem Kloster. Manchmal neben einer Kirche wurden auch Sachen verkauft und das waren dann Kur. Also ich glaube, das Wort wird mit dem französischen Kur und auf Englisch Court. Gibt auf Englisch Courtyard. Ja. Und ich glaube, das Wort hat was mit ein Gürtel. Also mit einem Ort, was umsingelt ist. Ja. Dort will man vielleicht einen Markt halten, weil man hat die Übersicht. Ach, Schochu. Noch nie gehört. Aber das ist Lehal. Und Lehal, das ist, glaube ich, verbunden mit dem Wort Hall. Halle ist eigentlich Salz. Ja. Ich glaube, das ist dort, wo man früher Salz verkauft hat. Und ich kenne das von der Insel Jersey. Lehal ist so im Prinzip eine große Markthalle. Ja, Halle, das hat man im Wort Markthalle. Hat man das noch, ne? Den Hinweis auf Salz? Lehal. Okay. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Aber vor dem nächsten Abschnitt muss ich eine halbe Stunde schon. Ach du Scheiße. So, kann leider nicht sitzen. So, wir kommen zum nächsten Abschnitt. Krenlava, Proverb, also Sprüche. Ja, jetzt kommen wir zu den Sprüchen, wenn man einkauft. Ja, nicht mehr viel. Kenver affichant ne mon agréazon. Kenver affichant et mon agréazon. Le vent est selon la présentation. Oh. Kenver heißt Richtung. Fichant. Mieux une marchandise est présentée, plus elle a de chances d'être bien revendue. Okay. Kenver affichant et mon agréazon. Das würde dann bedeuten auf Deutsch, je schöner, je besser ein Produkt präsentiert wird, desto eher wird es dann auch verkauft. Ja. Das brauchen Sie und das brauche ich nicht, wenn wir probieren, in der Bretagne was Leckeres einzukaufen. Okay. Emploi du Verbe prendre. So hier, es geht jetzt um, wie benutzt man das Wort prendre, also einkaufen. Und dann man benutzt das Infinitiv prendre, ja, was so gut heißt, so viel heißt wie kaufen, um das, ich übersetze jetzt aus dem Französischen, um das Ding anzusprechen, das man kaufen möchte, was nicht hergestellt wurde, selber hergestellt wurde. Okay. Hemon so sistre prenant. Ne que chist gret erger. Hemon so schist prenant. Ich glaube nicht, dass das sehr gut ist. C'est du cistre, c'est du cidre industriel. Hemon so sist prenant. Ne que chist gret erger. Okay, Sistre prenant ist, also Hämmer heißt der, also praktisch, wenn man auf irgendwas
hindeutet. Ja. Der da zum Beispiel wäre Hämmer. So heißt wie ist, aber im Sinne von gibt es. Ist, nicht im Sinne von ein Prädikat zum Beispiel, der ist schön oder die ist schön, sondern einfach, wenn man was über ein Prädikat, über ein Attribut, eine Sache, was darüber aussagen möchte. Zum Beispiel, der Hund ist ruhig oder das Fenster ist dreckig. Ja. Hämmer so sistre prénom. Also sistre prénom, also das wusste ich auch nicht, da lerne ich auch was dazu. Prénom, wenn man sagt, irgendwas ist Prénom, das heißt, es ist industriell hergefertigt. Das ist zum einen, Prénom hatten wir eben das Tätigkeitswort für kaufen. Wenn man sagt, das ist ein Cidre oder ein Appleboy zum Kaufen, ja, auf Bretonisch, wenn man es so ausdrückt, dann heißt es, es ist Industrieware. Ja. Neoket gret ergär. Ja, das heißt, wenn man sagt Neo ist wie nicht. Ja, es ist nicht. Ket wurde nicht. Oder in diesem Fall, wenn Ket da steht, ist es wurde nicht. Ist es nicht. Entschuldigung, ist es nicht. Appleboy, Gret heißt gemacht oder getan. In diesem Fall gekeltert. Ergär. Zu Hause. Es ist so, wir fangen den Satz nochmal an. Hämmer, so sistre. Manchmal hört man chistre oder schistre. Es gibt verschiedene Ausdrucksformen davon. Apfelwein. Hämmer so sistre, prénom, neoket sistre, gret ergär. Es ist Industrie, Appleboy und es wurde nicht, es ist ist nicht vom Hof, von einem Hof, das ist kein handgemachter, es ist kein handgemachter Appleboy. So, haben wir so bare Prénom. So, dann haben wir genau dasselbe hier, aber bezogen auf Brot. Bare ist Brot. So, haben wir so bare Prénom. Das ist Brot, Industriebrot. Neoket bare Poison. Es ist Poison, hört sich an wie Poison oder wie Gift. Poison, aber Poison heißt kochen oder in diesem Fall backen. Ja, Neoket bare, es ist kein gebackenes Brot. Obwohl, ich denke auch Industriebrot wird gebacken, aber na gut. Also wir gehen nochmal durch den Satz durch. Hämmer so bare prénom, neoket bare poison. Das ist Industriebrot und es ist kein, ja, die Engländer sagen Cottage Products. Ja, es ist kein, das ist nichts. Ja. So, jetzt gehen wir dann zum letzten Satz. Leider habe ich kein Bier mehr. Okay. So, jetzt gehen wir zum letzten Teil. Troiulava. So, Ausdrücke. Wir sind fast fertig. Ja, Ausdrücke. Oberprofu. Oh, Oberprofus ist Geschenke anbieten oder Geschenke machen. Ober heißt machen und Profu sind Geschenke. Plantain pouf. Oh, ich weiß nicht, was das heißt. Werde ich mich ein bisschen besser vorbereiten. Warte. Mettre ses achats sur un compte. Aha. Acheter à crédit, Oberprofu, Plantain pouf.
Okay, wenn Sie dann wollen, dass das, was Sie kaufen, aufgeschrieben wird, und um später zu bezahlen, dann sagen Sie Aubert Poufou. Planton Pouf, Plouf, Pouf heißt Kredit, denke ich mal. Ja, okay. Ayet eo estal da ben ach chochu. Ashoku. Ayet eo estal da ben Ashoku. Son échoppé se trouve maintenant à l'autre bout des halles. Ce commerçant a fait faillite. Okay. Okay, jetzt verstehe ich, ja. Das heißt, wortwörtlich gegangen ist sein Laden zum Kopf. Praktisch, der hat Pleite gemacht. Okay. Brauche ich auch nicht, wenn ich in die Bretagne gehe und ich will. Deswegen, das Buch hier ist ein bisschen, das ist ein schönes Buch, aber da sind manchmal Sachen drin, die werden wir nicht brauchen. Ja, ich werde nicht in die Bretagne fahren und zu irgendeinem sagen, er hat seinen Stall, seinen Laden, hat Pleite gemacht. Ja gut, das könnten die mir vielleicht sagen, ja. Prenons Kick, die Gant à Blaze. So, Blaze, Prenons, wir hatten das wieder schon, Prenons kaufen, Kick, Fleisch, die Gant von a Blaze. Fleisch kaufen vom Wolf. Oh, was könnte das bedeuten? Wenn man auf Bretonisch wenn man auf Bretonisch was zu überteuert kauft, dann kommt das so zum Ausdruck, dass man sagt, man hat es vom Wolf gekauft, ja. Also Prenons Kick die Gant à Blaze, ja, Fleisch kaufen vom Wolf, also überteuert. Und jetzt, wir sind fast fertig. Kauno ra en trau. Oh, die Sachen singen, okay. Was könnte das bedeuten? Kauno heißt aber auch kämpfen. Okay, aber es heißt auch singen. Die Sachen singen, okay. Les choses chantent. Die Sachen singen. Und das bedeutet auf Bretonisch, wenn man sagt, die Sachen singen, auf Bretonisch, Kauno ra en trau, die Sachen werden immer teurer. So, deswegen, das ist eine dieser, wenn man Bretonisch lernt, wie gesagt, das ist eine ganz andere Welt, ja. Und vor allem mit den verschiedenen Dialekten, die es gibt, es ist, als ob man Deutsch lernen würde und gleichzeitig Schweizerdeutsch und Niederländisch und Plattdeutsch und Bayerisch und so weiter und Österreichisch. Aber alles auf eine praktisch komprimiert auf eine Fläche ungefähr so groß wie Hessen. Ja, gute wie. So, Kigueres. So, dann gibt es dann zum Schluss hier so ein kleines Bild. Kigueres hatten wir schon, das ist da die Fleischer, nicht der Fleischer, sondern die Fleischerin sozusagen, und die hatten einen Wolfskopf. Die hat den Kopf eines Wolfes. Und hatten wir schon eben, wenn der Verkäufer einen Wolfskopf hat, dann der will dich über den Tisch ziehen, ja. Und dann gibt es dann eine kleine Unterschrift hier, Prenons Kick die Gant à Blaze, kaufen Fleisch vom Wolf, ja. Hatten wir schon, kaufen, zu überteuert kaufen. So. Wir sind fertig. Ich muss gucken, wo mein Bier liegt. Das hat richtig Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, ja,
dann bitte Thumbs up, ja.